großer Bedeutung. Und deshalb haben wir natürlich auch darüber gesprochen, und das ist ja auch niemandem verborgen geblieben, dass es in unserem Verhältnis gerade in den letzten Jahren auch tiefgreifende Differenzen gab und es sie heute auch noch gibt. Das hängt im Wesentlichen mit den Fragen der Rechtsstaatlichkeit zusammen, mit Fragen der Pressefreiheit. Und wir sind froh, dass einige konkrete Fälle auch gelöst werden konnten, dass einige Menschen frei sind. Aber wir haben nach wie vor einige Staatsbürger, deutsche Staatsbürger in Haft. Und ich werde und habe darauf gedrängt, aber werde das auch weiter tun, dass auch diese Fälle zügig und möglichst schnell gelöst werden können. Und wir werden morgen beim Frühstück auch noch in ausführlicher Weise einige dieser Fragen besprechen können. Deutschland hat ein Interesse an einer wirtschaftlich stabilen Türkei, an einer Türkei, die wirtschaftliches Wachstum aufweisen kann. Deshalb haben wir uns natürlich auch über bilaterale Fragen der Wirtschaftskooperation ausgetauscht. Hier hat es ja auch Besuche der entsprechenden türkischen Minister vor dem Besuch des Präsidenten bereits gegeben. Darbeciler güçlü Türk demokrasisini rafa kaldırmayı başaramadı. FETÖ terör örgütünün uzantıları tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişiminde 251 insanımızı şehit verdi. 2193 yaralımız, gazimiz oldu. Darbe girişimi sonrasında FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için anayasal bir mekanizma olan olağanüstü hal uygulamasına gitti. Demokrasimizi bu terör örgütünün tehdidinden kurtarmak için 2 yıl boyunca çok yoğun bir çaba sarf ettik. Bu noktada da önemli oranda başarı sağladık. 24 Haziran seçimleri sonrasında bu uygulamayı da kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber ülkemiz yeniden reform ve ilerleme yoluna girmiştir. Reform eylem grubumuz bu konuda gereken adımları atmaya başlamıştır. Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Vize serbestisinin sağlanması ve gümrük birliği güncellemesine başlanması ve katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye'nin hem de Avrupa Birliği'nin faydasına olacaktır. Bu kritik sürecin belli çevrelerin kaprislerine ve siyasi engellemelerine maruz bırakılmadan iletilmesini diliyoruz. Ich erzähle jetzt ja nicht die internen Gespräche, aber Sie dürfen davon ausgehen, dass wir natürlich die Fälle konkret besprechen. Wir besprechen sie ja nicht nur auf unserer Ebene, sondern sie werden auch dann auf den Beraterebenen, auf den Ebenen der Außenminister und so weiter besprochen. Und dann wird man versuchen, einfach zum Teil auch in langen Gesprächen Erfolge zu erreichen. Den Namen, den Sie eben genannt haben, ist einer derer, die uns noch beschweren. Im Augenblick gibt es noch 5 Fälle, die aus der Perspektive deutscher Staatsbürger von besonderer Gewichtigkeit sind. Also Sie dürfen davon ausgehen, dass wir beide sehr präzise sprechen und uns dann auch versuchen, wenn möglich, anzunähern, aber dass das manchmal auch eine ganze Weile dauern kann. Tabii ben de Sayın Şansölye'ye çok teşekkür ediyorum. Bedanke mich auch bei der Frau Bundeskanzlerin. Şunu kabul etmek lazım. Folgendes sollte man ja yani akzeptieren. Ne ben Almanya'nın hukuk sistemini veya mahkemelerini eleştirme hakkına sahip. Ne de sizler Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahipsiniz. Çünkü yargılar bağımsızdır ve verdikleri karara saygı duyulur. Şimdi bizler de kendi ülkemde bile beğenmediğim kararların verildiği zamanlar olmuştur. Ama uymak durumunda kalmışımdır. Saygı duyarız, duymayız, o ayrı bir konu.